Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. So, puh. Dann können wir jetzt mal gucken, wie es da weitergeht hier. Noch ein bisschen Zeich Eissammler. Ah ja, daneben ist jetzt ein Weg auf. Scheint wohl jetzt der Schock-Jockey aufgegangen zu sein. Ja, klar, dass ich da ein bisschen Schade kriege, aber... Dankeschön. Aber ich will mich hier umgucken, ob ich da nicht irgendwelche Kerle noch nicht geflattert habe. Und gerade hinten waren genug, die gefallen sind. Okay. Schade, dass diese Leiche immer so schnell verschwinden. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Dere, durch die wir noch gehen können. Zum Ende hier. Wird sich zeigen, ob da noch was kommt und wann Comstocks Leute auch wirklich kommen. Bin ich mal sehr gespannt. Karabiner? Nee, Pfeil und Bogen kann ich leider nicht mitnehmen. Wäre auch geil gewesen irgendwie. Tja, da geht's wo hier? Da ist nichts mehr abzugreifen, nur ein Comstock-Patriot und... Was ist dann das? Wer soll das Slate darstellen? Vielleicht. Okay. Ah, da ist Slate. Ja, das ist Slate auf jeden Fall. Okay. Dann mag ich aber kurz auf der anderen Seite gucken. Nicht, dass ich irgendwas verpenne. Das scheint mal diese diese Schock-Jockey-Falle zu sein, die man da vielleicht auch aufstellen kann damit. Okay, eine Schrotflinte. Das war wohl das Optionale hier, wo man noch hingehen könnte. Hoch, ist das Elizabeth? Ja, okay. Es war Elizabeth. Hätte auch sein können, dass irgend so ein Handel sich da versteckelt hat. Okay. Den Silberbarren nehmen wir doch gerne mit, genauso wie das Voxophon. Meine Männer und ich sind verloren. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und hier. Jo. Verloren wie der edle Custer bei Little Big Horn. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Alter. Okay, da ist nichts mehr. Da ist eine Schrotflinte und da aber auch nichts mehr. Alle Haupt, da habe ich das Lager jetzt auch nochmal gründlich geflattert. Hier die Greifhake kann ich jetzt leider nicht mehr zurückholen. Okay, dann können wir uns jetzt auch dem miese Slate da widmen, der ja vollkommen wahnsinnig ist. Okay, da ist er. Ah ne, das sind irgendwelche Henchmen von ihm. Irgendwelche Lakaie mal wieder. So, ich mag Lakaie. Vor allem, wenn das so namenlose sind. Oh. Okay, warte mal. Und das bringt uns nichts. Zerschieße? Können wir die Dinger? Anscheinend nicht. Na toll, dann müssen wir wohl durchgehen. Genau das, ja. Autsch, das hat richtig gut getan. Mein Schild ist zerklappt. Jetzt steht's aber wieder. Das ist doch zumindest mal was. So. Der guckt wenigstens einigermaßen friedlich hier, der Typ. Elizabeth kann dort durchlatschen, ohne dass hier irgendwas passiert. Ahnen verkehrt. Dann haben wir durchsucht. Ich wollte die Leiche weiter hier durchsuchen. Na, dann Hotdog nehme ich doch gern. Genauso wie hier die Pistole Munition, obwohl sie voll ist. Okay. Da ist auch wieder irgend so ein Faller. Bringt wohl echt nichts, die Dinger hier zu zerschießen. Da sollte ich auf jeden Fall nicht ohne drunter durch. Der stellt schon eigentlich im Hol dir von Slate Schock-Jockey, falls der überhaupt noch was hat. Ich meine, der setzt da schon exzessiv ein, der Typ. Lebt er überhaupt noch? Scheiße, ich kann nicht drauf drücken. Das ist ein blöder Mist. Ich habe gehofft, dass ich drauf schießen könnte, aber naja, schauen wir mal. Ist der schon tot? Hat er sich irgendwo den Gnadenschuss gesetzt? Oder wie schaut's aus? Oh. Ja, der sieht aber gut zerfetzt aus, der Kerl, aber wundert mich, dass der jetzt auf einmal einfach so tot liegt. Naja.
Schauen wir mal. Ja, war Du bist ja klar. noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Das ist schwierig. Das ist jetzt verdammt schwierig. Ich würde ihn am liebsten eigentlich verschonen, weil der könnte uns noch helfen. Aber scheiß drauf. Jetzt bist du ein Blechmann. Ein Blechmann. Ich verschone ihn. So, da hämmer's. Ich erfülle doch nicht noch seinen grausamen Wunsch. Und jetzt will ich die Kraft endlich haben. Sehr schön. Sehr geil gemacht. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Sehr cool gemacht. Okay. Trophäe erhalten in Kupfer-Schock-Taktik. Ja, dasselbe haben wir auch. Diese Fallen verbinden sich zu einem Netzwerk, das Schaden verursacht. Okay. Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Ja, das glaube ich. Und wir lassen ihn jetzt wirklich in Frieden, wie gesagt. Er hat sich die Suppe eingebrockt. Er kann sie auch auslöffeln. Das ist nicht mehr unser Problem. Und ich lasse mich hier nicht von jemandem zwingen, andere Leute umzubringen. Einfach so. Wir wollten das auch gar nicht. Der hat uns so seine Leute entgegengeworfen. Und ich wollte hier keinen Endzeugstoff von den Leuten umbringen, aber der hat mich ja gezwungen. Und ich lasse mich ungern von jemandem zwingen, andere Leute umzubringen. So. Sollen Comstock und seine Leute mit ihm fertig wäre, ist mir mittlerweile egal. Da haben wir es ja schon wieder, ne? Schon wieder irgendwelche Typen, die mal uns entgegenwirft, damit wir umbringen. Oh, sehr schön. Das ist Diese jetzt wieder voll Kräfte geladen. scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Sehr schön. Ja, die gibt immer wieder ein bisschen mehr. Je nachdem, was wir halt noch Situation gerade brauchen. Ob wir Münze brauchen, ob wir Risse brauchen für Arena-Kämpfer. Ob wir Munition gebrauchen können, ob wir Salze gebrauchen können. Gesundheit, die versorgt uns ziemlich gut, würde ich mal sagen. Ist auf jeden Fall ein extrem nützlicher, der Supporter NSC schlechthin. Okay, jetzt raus aus dieser gruseligen Privatkirche hier. Oh, die haben einen Krähemann bei sich. Kämpfe wie ein Mann. Niemals! Oh, dem ist, glaube ich, der Schädel geplatzt gerade. Ups. Alter Falter. Schießt mal drauf. Nachdem die geschockt sind und dann platzen einfach der Schädel. Das ist schon heftig. Ich spüre, dass Slades Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Ja. Hör zu. Du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Okay, dann marschieren wir mal weiter und gucken, was jetzt kommt. Wahrscheinlich rennen mal Comstocks Leute direkt in die Arme, könnte ich ja drauf wetten. So, raus aus dem Saftlade hier. Verwende Schockjockey, um einen Kraftverteiler aufzuladen. Sehr schön. Gut, das haben wir jetzt hier gekriegt. Das sollte man dann in der Zukunft auch verwenden. Die Hall of Heroes verlassen. Ja, eindeutig. Raus hier. Wahrscheinlich erwarten uns draußen schon die Männer von Comstock. Könnte ich zurück zur Hall of Heroes Plaza. Okay. Könnte ich darauf wetten eigentlich, dass die Typen schon hinter uns her sind dann. Okay, Moskito haben wir hier. Los, mach! Aber klar. Was ist denn das jetzt? Was ist das? Wow! Hallo? Hallo? So. Das sind die Columbia-Trupper. Und der Moskito, der schießt wohl von auch auf die Leute runter. Ach, gar nicht mal so schlecht. Präzisionsgewehr. Sehr schön.
Wieder einer weniger. Ihn alle! Ich suche Deckung! Auf ihn mit voller... Upp. Ach, da hat sich ein Arschlicher. Mistkerl. So. Bringt ihn zur Strecke! Niemals. Und... Du bist ein Narr, Jungchen! Und du bist gleich tot. Altchen. So. Oh, ja, ganz friedlich gestorben, so wie der aussieht. Jetzt! Schon dabei. So. Da kommen wir nämlich den Fahr, da kommt genauso gut unser Moskito-Argreifer dafür. So. Ausgezeichnet. Das haben wir schon verwendet. Schon dabei. Das ist sehr praktisch. Jetzt haben wir hier alles, was wir brauchen. Okay, der Moskito ist auch weg. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich kann es immer noch wieder betonen, wie nützlich das Ganze ist. Das ist ja echt im Vergleich zu Bioshock 1 und 2 teilweise Kinderspiel hier. Die Kämpfe, wenn man so viel Unterstützung hat. So. Bin immer gespannt, wie hart die Kämpfe da in Zukunft noch werden für uns. Okay. Die wollten es zurückerobern, aber da war ich ein bisschen schneller als die, ich muss sagen. Wenn wir uns genauso gut wieder zurückkehren. Können mit unserer Skyline wieder noch ohne abzischen. Oder wir nehmen halt hier den Weg, falls es geht. Pistole und Munition. Nee, das scheint wohl nicht mehr zu funktionieren. Okay, dann zischen wir halt so runter. Und bitteschön. Motorisierter Patriot. Wow. Gut, dann schießt er mal über den Haufen, den Topfhelm-Typ. So, jetzt habe ich unseren Patriot hier. Mit dem Gatling Gun. Sehr geil. Wie tot. Ach du liebe Zeit, so ein Washington und was für ein Ramponierter. Naja, ich kann mich ja eigentlich nicht beschweren. Ich kriege ja immer irgendwas als Support. Das muss nicht immer das neueste fabrikneueste Zeug sein. Irgendwo ist noch irgendein Hansel. Ups. Oh. Oh, nett. Das war jetzt das erste Mal, wo ich gestorben bin. Und ich tauche einfach hier wieder auf. Oh. Okay. Ich lasse mich ungern ausweiten. So. Hier hin. MG. Ah, na, stecht ihm die Augen aus. Ich glaube, es hackt. Ah, unser Patriot rennt los. Dann folgen wir dem doch mal. Dich bringe ich unter die Erde. Nö. So. So wird das richtig gemacht. Huch, das ist nur Elisabeth. Ups. So. Gut. Da hat unser motorisierter Patriot die Überhand gewonnen. Und der hat noch einen Panzerfaust dabei, genau. Ich glaube, es wird wieder Zeit, die Panzerfaust zu nehmen, statt die Gatling Gun. Gatling Gun ist da leider doch nicht so gut wie gedacht. Die macht halt ordentlich Rums und Kavums. Aber ich glaube, die Panzerfaust wäre besser als durchschlagendes Ding. Für mehrere Feinde. Okay. Damit hätten wir alles. Dann können wir hier wieder die Skyline verwenden, ne? So. Und weiter geht's. Und... Gott. Okay, wie schaut's hier aus? Ah ja, genug Knetköpfe unterwegs. Eröffnen wir das Ganze doch mal. So. Ups, da ist so einer wieder dabei.
Ja. Dankeschön. Ja, die rennen volle Wumme in die Falle rein. Das war's mit denen, ja. Da hinten steht noch irgendeiner, glaube ich. Ja, dass du halt sagst, das bringt dann so besonders viel, mein lieber Handlanger. Munition! Hier! Ups, der hat seinen Kopf verloren. Sie sind alle weg. Komm raus. Tut mir das selber weh? Nee, glücklicherweise nicht. Okay. Meine Fresse. Ah, da hat der Lockpick bei sich gehabt. Sehr gut. Ja, dann habe ich den Schädel verbädelt. Ansonsten ist das glaube ich, ne? Aber ich glaube, ich behalte mein Präzisionsgewehr bei. Das ist eine ziemlich geile Waffe und ich kann dort mit einfach am besten Ich heiße schießen. Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Wo? Okay. Dann gehen wir nochmal dort hier. Und Ausrüstung ist. Das ist der Dollarbill. Okay, der hat ein stinknormales Zeug. Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit zu Ihren Diensten. Ja, das war das illustre Amüsierbetriebs, ja, dieser illustre Saloon, wo man die ganze Schwarze abgeknallt hat. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Er hat gerade einfach nur geladen. So. Dann gehen wir mal weiter hier. Jetzt haben wir hier unseren guten Schockjockey. Die Rache wird mein sein, so spricht der Prophet. Jawohl. Wer sich schuldig macht in meinem Namen, soll sehen, was er davon hat. Rache, denn der Tod hat einen Stachel. Ja, was habe ich gerade vor? Ziele zielen! Aber ich komme gerade nicht hin mit Draht. Das ist das Problem, Elisabeth. So. Irgendwie läuft das alles nicht rund, Booker. Ja, es läuft noch nicht so ganz rund, aber das kriegen wir noch raus. Keine Angst. So stark sind diese Patriots jetzt auch nicht. Das ist ja jetzt nicht so, als würde ich hier gegen Big Daddy kämpfen. Die sind durchaus übel. Wieder so einer. Ja, also wie gesagt, Big Daddy sind übler als diese Patriots. So. Aber eine Ich verstehe nicht so Songbird. ganz, wie du Bin ich das immer alles gespannt. machst. Diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte Alter. gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Denken Sie mal drüber nach. Gut, jetzt sind wir wieder zurück in Soldiers Field. Dann muss ich jetzt nur zu der Anlegestelle. Und dann mit Schockjockey weiter. So, weiter an Schleuli, der die stereotype Rasse umbringt. Motorisierter Patriot. Mach mal. Vielleicht können wir einen Gebraucher. So. Schalte die Gondel mit Schockjockey ein. Ja. So. Und? Eva, hol die Gondel. Die Gondel kommt! Gut. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Alter. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Oh, oh. Das klingt nicht so gut. Okay, die Gondel braucht anscheinend Zeit. Reize, wie sieht's aus? Ja. Hier, Booker. Dankeschön. Okay, unser Patriot kämpft schon. Ist ausgebüxt. Und
Ah, da was sind die Typen, okay. Das ist der Kerl mit dem Raketewerfer gewesen. Ups, sieht gleich aus, als würde unser Patriot demnächst hops gehen. Ah. So, einer weniger. Sehr schön. Ups. Und da komme ich jetzt leider nicht dran. Aber so komme ich dran. Ausgezeichnet. Nö, ich bin bei euch. Präzisionsgewehr. Sehr schön. Oh, cool. Siehst du ohne jetzt? Deckung. Okay. Da komme ich jetzt nicht mehr dran, die Dinger. Es sollte eigentlich episch sein, aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken, dass es episch ist. Okay, du. So. Sehr schön. Oh, der lebt ja noch. Jetzt ist er tot. So. Oh Mann. Wow, da wird man ja ganz anders hier von der Perspektive. So, erstmal wieder eine Runde zurückkehren. Wo ist denn welcher? Okay. Sehr schön, den hat's erwischt. Jetzt hat's ihn endgültig erwischt. Jetzt ist der Schädel nämlich ganz weg. So. Der hat nichts. Ups. Ja. Ja, ich komm schon. Keine Angst. Du kommst auch noch dran. Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten. Okay, wie schaut's dann aus? Ernte, was du gesät hast. Ich glaube, das war's jetzt mit deiner. Puh. Dann können wir jetzt direkt. Ups. Ich handle. Können wir jetzt direkt einsteigen. Ich weiß, ich muss ihn in den Rücken schießen, aber das kriegen wir auch so hier. Okay, gut. Elizabeth ist wieder bei uns. Und da kommen wir einfach gratis rein. Das wird nicht lange dauern. Boah, Alter. Sehr schön. Dann die ich aber sage, ihr liebe Leute, ich mache jetzt an der Stelle wieder meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig, wo wir dann da hochgehen während zum Aerodom. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ian Yankee.